Mit einem glanzvollen neuen Monat im Gepäck geht's weiter hier bei Xenoblade Chronicles. Ja, Dunban und Ryan sind auch wieder dabei, schön. Und wir müssen uns überlegen, wie es hier weitergeht, denn die letzte Folge war zwar relativ episch in allem, das schon, aber ja, hat natürlich auch wieder neue Fragen aufgewirbelt. Ich meine, das Monado ist super stark und so, keine Frage jetzt, wir können auch Gesichtsmilch uns platt machen. Was aber das mit Fiora plötzlich sollte, das muss noch abgeklärt werden. Ah, Fiora, wieso bloß? Wie so ein dämlicher Klon von ihr mit neuen Erinnerungen oder was war das? Also, ich werde nicht ganz schlau draus. So, jetzt muss, hallo Kamera, so jetzt aber. Wenn ich schon mit der Kamera quatsche, wo muss ich überhaupt hin? Okay. Untere Ebenen vielleicht? Nada, null. Hallo, Zielflagge, irgendwo hab ich gesehen. Doch hier oben? Ach so, Audienzzimmer, alles klar. Kann ich direkt per... hallo? Was soll... Ah, Moment! Nein! Ja, wo ist denn wieder? Moment mal kurz. Z-Ebenen. Nee, hat er bereits. An Reisepunkte will ich. Wo sind denn die Reisepunkte? Da ist einer. Schön, Weißflügelpalast möchte ich gerne. Achso, hier. Ja, dann gehe ich sowieso da runter, von dem her bringt das ja nichts. Also gut. Wir müssen da hoch, da hoch, da hoch. Und schauen, wie das Abenteuer weitergeht, wa? Also, ja, natürlich schon. Die eine oder andere Frage bleibt noch offen und ich denke mal, das Spiel wird noch seine, ja, ich sage jetzt mal, seine Stunden in Anspruch nehmen. Was einfach ganz cool ist, oder? Aber was ich mich jetzt allerdings noch mehr frage, wenn es mir gerne mal so auffällt, das Monado hat seine wahre Form angenommen. Sprich, wir können jetzt auch Gesichtsmärchen platt machen. Ist ja schön und gut, aber jetzt sind wir etwa im Hälfte des Spiels angegangen, vielleicht 60% oder so, keine Ahnung. Die Frage ist doch aber, wie zum Henker wollen jetzt die Gesichtsmärchen uns wieder entgegentreten? Ich meine, die haben da gar keine Chance mehr. Du kannst plötzlich irgendwie so ein Anti-Monado oder können irgendwie Äther auch kontrollieren und so. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, was sich die Gesichtsmärchen uns jetzt für uns ausdenken werden. I apologize for calling you at short notice. It's fine. Is anything wrong? I must apologize to you all. Forgive our hubris. We High Entia were arrogant enough to idly sit behind our defenses, safe in the knowledge that Mechonis lies a great distance from our land, and we were wrong. Our decision to ignore the Mechon assault on your homeland was wrong. Your Highness, does this mean... Yes, Shulk. We will face the dangers ahead together. Brother. Which leads me to my request. After setting eyes on a group consisting of Homs, Nopon, and High Entia alike, I realized an allied army must be formed. I ask that you act as ambassadors for the assembly of this force. Tell me your thoughts, Shulk. I need time before I make a decision. Does Shulk not wish to aid us in our mission? I do not believe that to be true. Then why? Shulk has other people to consider. That wasn't like you, Shulk. I'm sorry. You know you can talk to me. It's Fiora. That's why you're hesitating. Yeah. Knew it. You wouldn't think twice otherwise. I just don't know. Find her, Shulk. Melia, I used to believe my father did not love me until the day he died. Oh. If you do not grasp the importance of loved ones until after they are gone, that is simply too late. You're right, Melia. I've made up my mind. I'm going to get Fiora back. You don't have to do this. I'll go and look for her myself.
The burden should be mine. No. I want her back as much as you. Leave the ambassador stuff to me, Shulk. I'll probably make a mess of it. But we're a team. You can count on me. I'm afraid that is my duty, Rhine. I am of both High Entia and Hom's blood. I am the Crown Princess, and of mixed heritage. Thus, I am best suited to carry out this task. That means we won't... Yes, I will remain here. We must say goodbye. Is that what you really want? Yes, but promise me, when you find her, you'll come back. I'll be here waiting for you. I don't know what to say. Thank you. It's probably a good idea if I go and tell Callian myself. I am sure he already understands. Besides, it's likely that the ministers are harassing him at this present moment. We should spare him any further inconvenience. Then... this is goodbye. Yes. Come back as soon as you can. We are in great need of your help. Got it. Why are you still here? Listen, I'll keep an eye on Shulk for you. Whatever can you mean? Well, it's a risky strategy, letting Shulk go off and just hoping he'll come back to you. Shulk and I are merely... Yeah. But remember, the longer he's away, the more chance his feelings for you will fade. But... Once we find this Fiora, I will personally whisk him back here in a heartbeat. Don't give up. I appreciate it. Great. Don't worry, Melia. I'm on your side. Brother? Just on your way out, I see. It's not what... I'm sorry, Your Highness. About your offer. We must... humbly decline. I see. Very well. Let us hope my sister does not shed too many tears. I stay because I must, brother. There's 2 Melias. Rhine wrong. This Melie smell different. Yes. We need Melia to learn more of the lands of Bionis, but she is still bound to handle public matters. Hence, another Melia. Callian. Your Highness, Crown Princess, as your humble subject, I formally request the following. Speak. I request that you accompany Shulk in his quest to find the Mekon that attacked Alcamoth. Are you sure? Shulk, I am aware of everything. Go forth and follow your heart. There will come a day when we need you. But it is not today. Your Highness, that means a lot to me. That is one cool prince. If only someone had his sensitivity. Sensitivity? Well, I'm sensitive. The jury's out on that one. That's a relief. We have recently received a report that the silver-faced Mekon fled to Galahad Fortress, the Mekon stronghold at Sword Valley. It will be a treacherous path. My sister is in your hands. Thank you, Callian. I will keep her safe. Regent, I accept your request. I will return victorious with Shulk. I am most pleased. Leaving without me? Do you want to come? To reach Galahad Fortress, you will need to travel through Valak Mountain on the right arm of the Bionis. The snow-covered mountains are fraught with danger. Those unfamiliar to them risk never coming back. Of course you would be familiar with that region. Then there's no point in wasting time. Leave the Allied force to me.
I am not known for my diplomacy, but call it pride. I shall succeed. We'll join you as soon as we can. I look forward to the day. Heroes of Bionis, make us proud. You see? Now we're getting some respect. We're back to this again, are we? See you soon, Callian. Also das war gerade sehr seltsam. So, Elvis als Gast dabei, schön. Elvis ist auch nicht ganz ehrlich. Der hat mir in den vergangenen Parts ein bisschen zu viel so, ich sage jetzt mal, abseits der Gruppe gehandelt und irgendwie so zwielichtige Gespräche geführt. Naja, egal. So, aktive Gruppe, Reserve, Gäste, alles klar. Was war das gerade für eine Szene da? Das mit Melia und so. Wieso gibt es die zweimal? So ein Klonen war, also, ja. Also Viewer ist ein Klon, Melia hat einen Klon, wir haben alle Klone. Ist ja ganz toll. So, und da habe ich dann, ja, Ausrufezeichen noch gesehen, ist mir gerade egal. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo es weitergeht. Also sprich da, wo es nach Galahad zur Festung geht. Welcher Weg wäre wohl der richtige? Sidequests überall, das ist schön. Das machen wir später dann mal, wenn wir mehr Zeit dazu haben. Jetzt will ich erstmal... Was ist das da? Baruba. Huch, hat sie Baruba gefunden? Oh, dachte ja, seid jemand anderes, bitte nicht so erschrecken. Entschuldigung. Machen ja Sidequests halt, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und auch ein bisschen besser herumreisen können. Sprich, wenn wir bereits alle Gebieten so mal freigeschaltet haben. Transport. Aber ich glaube, ganz ehrlich Leute, ich glaube, es gibt kein Videospiel, außer jetzt vielleicht so MMORPG-mäßig, also sprich so WoW und so. Aber sonst, glaube ich, gibt es kein so Konsolenspiel, was so gewaltig groß ist wie Xenoblade Chronicles von der Spielwelt her. We will need to traverse Sword Valley if we wish to reach Galahad Fortress. If Colony 6 were in better shape, we could have taken a pod from there. How are we getting there? We will take the path down from the Bionis right arm. Sword Valley is where the arm meets the Mechonis sword. Aha. So that's our route. As I said earlier, it is a snow-covered mountain range, and you should expect a tough climb. Are we all ready? Ready as we'll ever be. Quite. First, we will head through Machna Forest. This short-range pod will be our transport. All aboard, people. Na, das finde ich doch jetzt mal sehr genial. Juhu, wir kommen so weiter. Na, endlich mal. Okay. Haben wir noch irgendwelche Optionen, Missionen zu erledigen? Glaube ja weniger. Deswegen geht's direkt hier weiter. Oder gibt's da noch was? Da drüben habe ich gerade noch was gesehen. Wollt ihr noch was? Wer bist du denn? Gardist, okay. Gardist, der will eh nichts von uns. Also können wir direkt weitermachen. Alle an Bord! Bitte einsteigen! Ich habe Befehle vom Prinz Kilian erhalten. Ich soll euch in den Wald von Magna bringen. Seid ihr bereit zum Abflug? Logo, Alter. Noch nicht auf den Wald. Auf zu neuen Abenteuern. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird wohl das Schiff abgeschossen? Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Nö, wird wohl ein ruhiger Flug. Zum Wald von Magna, den kennen wir doch bereits, da waren wir bereits. Hochentier-Shuttle, schön, alle mit 41 immer noch, wunderprächtig, hier ist der Shuttle. Können wir da zurück oder was? Cool. So, die Hochentier, so, sagen wir jetzt mal so weit unten. Jetzt meine Frage vor allem, wo sind wir überhaupt? Laut Karte, wo könnten wir... Oh, neues Gebiet, ach so, Harzgrotte, genau. Ja, da waren wir bereits überall hier. Bodenloser Schlund kennen wir auch alles noch, nicht wahr, Freunde, kennen wir alles noch. Leider, jetzt ist die gute Frage, müssen wir jetzt vermutlich hier entlang, wa? Oder hier hoch? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir jetzt mal da entlang, denn da habe ich gerade was gesehen zum Abbauen. Ein paar Erze können ja nie schaden. Zack, Schotterscheibe, okay. Klingt auch recht crazy. Aschefuchs. Die Namen hier manchmal, denkst du schon, hä? Wie kommen wir auf solche Namen?
So, die Brücke, die keine mehr ist, kaputt ist. Lassen Sie mich ran, wir müssen die Brücke reparieren. Hilfe, Hilfe! Nicht gucken, helfen! Brücke kaputt, so unpraktisch. Das hört sich nicht gut an. Nun die Ruhe, ich bin sicher, Schul kann dir weiterhelfen. Yeah, danke, Dunban. Wenn du mich da mal nicht überschätzt, Dunban. Was tun, was tun? Keine Brücke, großes Problem. Arme Nopon, komm nicht rüber. Wir müssen Zeug sammeln für Reparaturenbrücke. Braucht Kugelbretter und Rockelkämme. Was braucht der? Es gibt mehrere Ziele wie der Brüders Missionsbuch. Ach, du Grünneune. So schön mit euch zu sprechen. Danke. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir kümmern uns darum. Vielleicht so by the way mäßig. Vielleicht treffen die ja gerade alles auf dem Weg. Das nötige Dingsbums, Sammel-Items und so. Und wenn nicht, dann müssen wir wohl in ein paar extra Parts das Ganze mal erledigen. Jetzt aber... Hab doch was gesehen hier auf den Wegen. Zum Abbau. Ja, das ist doch. Was zum... Muss da runter? Ah, wenn ich jetzt runter bin, ich bin nicht bekloppt. Ich bin doch nicht bekloppt, Mensch. Gut, hätten wir das geklärt. Neue Missionsziel, neue Sidequests. Natürlich immer wieder schön. Jetzt aber halt die Frage, welchen Weg nehmen wir? Wo geht's weiter hier? Und vor allem, wie kommen wir hier am schnellsten vorwärts? Jetzt rennt ja Shuttle, alles klar. Meine Stimme kratzt wieder ein bisschen. Ah, das ist natürlich im Sommer immer sehr schön. Ach ja. Schön, was? Ein Summennessel. Ein Summennessel, so rum. Crazy Name, ne? Wow! Servus? Was ist denn du für ein Vieh? Ja, versuchen wir es mal, wa? Wir haben das riesenfette Monado! Ob stärker ist keine Ahnung, aber versuch's gleich mal. Okay. Das könnte lustig werden. Meine passt zuerst wieder richtig. Kamerasicht, Kameraschulk. Okay, wieder nicht. Also dafür, dass er Level 43 ist, hauen wir ganz schön rein. Ganz so leider auch, wie ich gerade sehe. Alter Schwede. Oh. Nicht gut. Superstoß, nee, brauche gar nicht. Wow, tot wäre ich. Superstoß, Wine, wo bist du? Kannst du mich bitte... Wine warnen? Ja, wie wär's so mit, du weißt schon. Dauerexplosion. Hier, Wachdienst. Schütz mich, ich hau ab, tschüss. Ah, daneben. Oh, was wird das, wenn's fertig ist, alter Schwede. Das Mund dagegen? Widerstanden, war ja klar. Widerstanden, der widersteht allem. Jetzt mache ich dich platt, Alter! Boah, war da gigantisch, ey, alter Schwede. Aber irgendwie auch cool, oder? Mein Level 43 Gegner platt gemacht. Panthertopf, ein Urkristall Level 3 oder Stufe 3. Wunderprächtig. Was war das gerade für eine Scheiße? Noch so einer. Na, Logo, Alter, wie könnt's... Zum Meere? Hab das Gefühl, ich sehe da Meere. Ich guck mal schnell den da an. Hallo, Schulk, anlocken. Hä? Alter, du bist gleich vor ihm. Ja. Bringt's ungeheuerlich, wa? Steht direkt vor ihm, was macht er? Jetzt Werferfängst. Gut, schön ausgewichen. Auswachen, glaube ich, eine gute Variante. Mann, ich mach zwar Schaden meinem Vieh, aber das gibt's ja nicht. Muss ich wieder heilen. Wieder voll. Muss man kurz ein bisschen stärken. Hilfe. Ja, wir machen Schaden, das garantiert. Nur leider kriege ich ihn nicht zu Fall. Oh, gar nicht gut, Das wird wehtun. So, wo war das noch mit Impuls? Wo bist du? Erhöhte Ausweichrate. Sehr schön. Aufgefüllt. So, jetzt müssen wir besser auswachen können. Und vorbei habe ich gerade gesehen. Was war das wohl? War das uns vorbei oder war das seins? Und tschüss. Level 43 Gegner platt gemacht. Das wird gut zum Vieh. Eine Wuioflee, da Level 42. Was willst du denn? Ach du Scheiße, noch platt machen, wie es aussieht.
Moment mal kurz. Ja, komm schon. Was ist jetzt los? Doppelsturzflug. Nein. Okay, Blutung erzeugt. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ah, weg hier. Dunban. Wieso Dunban? Was macht denn der? Na gut, er erzeugt Blutung. Kann auch nie Schaden. Aufmuntern. Wieso Shit? Ist doch alles in Ordnung? Gab's zumindest. Ja, greif doch mal an, Schulk! Mach gar nichts, kann ruhig mal drauf gehen. Wobei, gar kein Bock drauf, wenn ich Retter sein soll. Ja, den hat doch down, egal. Kurz aufleveln, komm schon, ich hab ne... Geht doch. So, und jetzt... Alter, macht der Schaden, ey. Das sind nur Level 42 Gegner. Geht doch. Hä? Achso, ist noch einer. Dachte schon, ey. Was höre ich denn da auf meinem sensiblen Öhrchen? Oh oh. Und der war weg. Puh. War doch knapper als ich dachte, wa? So, brauche ich Gefluchhaut. Nee, Flucher natürlich. Gut, und hier noch etwas, ein paar Schatztruhen und wir haben dann noch mehr Gegner. Wollt ihr mir verarschen? Was steht auf der Karte was? Oder sind das nur Gegner? Das sind ein paar rote Punkte. Was zum Henker ist das bloß? So, müssen wir da entlang, wir können da entlang. Ja, ich glaube mal, unser neues Missionsziel, Freunde, es dürfte soweit, glaube ich, klar sein, wa? Wir müssten zum Arm von Mechonis, zum Schwert und so. Und dann zur Festung Galahad. Doch wie das Ganze so vorwärts gehen wird, sage jetzt mal, wie lange das dauern wird, was wir dann noch für Abenteuer erleben. Das dann wieder in der nächsten Episode hier bei Xenoblade Chronicles. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.